Salut und herzlich willkommen bei Luxplay. Hallo, es ist Zeit für einen gut warmen Tass Tee, paar Decken und ein paar Cozy Games. Und wir weisen euch 3 ganz aktuelle Cozy Games aus diesem Jahr. Viel Spaß! Wie findest du nicht, sie leben als Hobbit wäre doch mega schön. So First Mega Breakfast, Und der Bilbo, Second was mit dem? Der hat müssen gegen Trolle kämpfen, auch gekämpfen. Und der Smaug. Ich wünsche voll mit Essen. Ja, und dann, was ist denn mit Frodo? Den hat sich müssen opfern oder wollte sich opfern, für den Rang zu zerstören. Tea Time, so oft wie er gern hat, Pfeifen. Und der Pippin, den hat müssen den dann nur gucken, wie Tomaten isst. Willkommen an der Welt von den Hobbits. Wer schon auf der Kusch drüber gedreamt hun, wie schön ihr Leben als Hobbit doch wär, so lässt Tales of the Shire et wahr gehen. Wir spielen einen Hobbit, den an Dorf Bywater oder auf Deutsch Wasserrau plündert. Bevor wir aber starten, können wir noch als kleinen Hobbit ein bisschen personalisieren und dann geht es schon los. Was sind dann die Aufgaben von dem perfekten Hobbit-Leben? Wir haben die Regeln an die Community integriert und spielen die Rolle vom Mädchen für alles. Wir sind dafür da, für die Bewohner zu helfen, was sie etwas brauchen. Für den Anfang lernen wir aber mal die verschiedenen Skills, wie Angeln, Gärtnerin, Sammeln etc. Und nachdem wir ein paar Tage verbracht haben, können doch schon als Hauptquest. Unser Dorf ist nämlich gar nicht als Dorf unerkannt. Und dafür ist unser Hobbit Lodo und hilft den Bewohnern, die Aufgaben zu erfüllen, dass das Dorf halt der richtige Dorf geht. Neben den Quests kann unser Hobbit aber auch eigenständige Sachen machen. Und was tun Hobbits dann am liebsten? Natürlich essen. Hier können wir dann auch kochen, und für das es perfekt geht, ist auch nicht immer so einfach. Wir müssen gucken, was geht am Rezept gebraucht. Soll es süß sein, soll es sauer sein, soll ein Stecker mehr Müll, mehr grob geschnitten gehen. All das hat Auswirkungen, wie die Essen schmeckt. Aber was machen wir mit dem ganzen Essen? Und natürlich laden wir die anderen Hobbits an, die da mit uns essen. Da kann ihr dann aber auch gucken, was tun die anderen gern, wie gut zum Beispiel, oder direkt, wie Rezept. Wenn ihr dann noch etwas nicht tut, was ihr braucht für das Rezept, müssen ihr auf den Weg für zu sammeln oder kaufen zu gehen. Das ist aber ganz abhängig von den Jahreszeiten, was ihr findet und was nicht. Wenn die Hobbits dabei in Essen kommen, steigert sich schon das Freundschaftslevel und ihr kriegt ein Rezept geschenkt von ihnen. Das heißt, nach mehr kochen, nach mehr essen. Wir nicht nur das kriegt ihr am Freundschaftslevel, mehr die anderen Hobbits können einem auch helfen. Zum Beispiel als ein Hobbit da, wo eine Werkstatt hat hilft uns Treiben an unserem Haus zu erweitern, dass wir mehr Platz haben. Das ist wirklich praktisch. Aber wenn uns Räume erweitert sind, können wir die auch dekorieren, errichten, wie es uns gefällt. Entweder es kriegt wir wollen, auch von anderen Hobbits geschenkt, oder es geben den so einfach. Am Haus selber kann ich viel hin und her schieben und wirklich die kleinsten Sachen aufpassen. Fenstern, Mauern, Balken von allen Einzelzimmern. Allein für uns Hobbithöhle zu dekorieren und zu schmücken, kann ich wirklich genug Zeit ablangen. Und das ist aber auch schon der Gros, was wir mit unserem Hobbit bei Tales of the Shire machen können. Mit den Quests wird natürlich genug Aufwieselung und meistens etwas zu dienen. Es geht immer um Sachen freizuschalten und zu entdecken, gerade durch die Jahreszeiten, wo wir wieseln. Ich fand das Spiel immens cozy und einfach perfekt für das Jahreszeit. Es kann ihn einfach an den Wald von den Hobbits antauchen und einfach genießen und nicht muss ihn nicht nachdenken. Einfach mal Hobbit sehen, wollt doch schütt verreden schon von uns. Und wie weit bist du? Ich komme so gut vor und die Geschichte ist mega spannend. Wie du gesagt hast, sind wir schon bald an der Halschen du kommst. Das heißt, es geht los. Okay, cool. Und du? Okay, ich komme nicht so schnell vor, wie ich das am Anfang
Welt hun, weil ich die ganze Zeit einfach Gedanken am Kopf, der mich nicht loslässt. Ich meine schon genau den nämlichen Gedanke wie du. Ja? Ja, komm, wir bestellen Pizza. Ich schon genau dasselbe gedacht und definitiv nicht für Bookshop abzumachen. Sing 7 Sachen packen, an eng friem Staatresen, a Bücher verkaufen. Für mich ein Dram. Am mat Tiny Bookshop kann ich net wenigstens digital ein bisschen ausleben. Der Prinzip vom Spiel ganz einfach erklärt. Wir verkaufen Bücher. Nee, du könnt effektiv noch ein bisschen mehr wie dat, mir dat das am Anfang der Sinn vom Spiel. Wir fuhren mit einem kleinen Unhänger durch eine Stadt und können uns alltag einen anderen Platz raussuchen, wo wir Bücher verkaufen. Es ist nie schlecht, den Kalender mal zu gucken, für zu wissen, ob welcher Platz vielleicht gerade ein Event stattfindet, weil du dann auch automatisch mehr Leute sind. Wenn Platz rausgesicht ist, kann ich den Unhänger noch dekorieren, umfärben, wie ich gerne hat. Und nicht muss ich festlegen, wie viele Bücher von welchem Genre ich mit holen. Es ist nämlich komplett abhängig von der Platz, wo wir verkaufen, was am besten verkauft wird. Die Statistiken finden wir in unserem kleinen Büchelchen. Und nicht nur die finden da. Wir sammeln noch Tamberen. Die gelten hier als ein Art Achievement vom Spiel. Wenn wir dann auf unserem Platz stehen, kommen die Leute ran, kaufen entweder direkt Bücher, erginneren oder sie froh für eine Empfehlung. Und da sie mir dran, ihnen etwas Gutes rauszusichern. Und das hängt ganz vom Genre, Story, Dick vom Buch auf oder was die Leute einfach wollen haben. Am Laufe vom Spiel schaltet ihr noch mehr Platz frei und dann kriegt ihr auch die ein oder andere Quest, kann ich so sagen. Zum Schluss von einem Tag kann ihr noch Kosten für Bücher kaufen oder Dekorationen für unseren Unhänger. Am Großen und Ganzen ist es ein ganz einfaches Spiel und für Booklover wie mich genau das richtig. Weil das Spiel sich aber leider schnell wiederholt, ist es mehr etwas für zwischendurch, weil direkt stundenlang im Stück zu spielen. Ich persönlich ging mir ein bisschen mehr Aufwechslung an die Bücher wünschen oder noch mehr Genre holen. Wie so wie das Spiel der Moment ist, auch den Artstyle fand ich immens schön und einfach flott zu spielen. Ich muss da sagen, das ganz lesen, mich auch schon irgendwie ein bisschen durchstrich. So, das 1000 Tee machen, 2000 Tee. Hast du dir schon etwas, was ich benutzen könnte für? Ja, wenn du dein Karo an die Küche gehst, du hast noch so manchmal 2 halbe Futis Tasen, pro Teekehren. Da Okay. kannst du denken, was größer genug du gesehen hast, da kriegst du hin. Okay, wenn da muss sein, dann probieren wir mal Glück. Ja, mach du. Ich bin hier, ich lese weiter. Okay. Okay, bis gleich. Moin und herzlich willkommen zu C4. Ein Start, wo der Wand mich schafft, wie schon bei Gemeindisch. Haut zielen ich vom Spiel Story of Seasons Grand Bazaar. Bevor es im Spiel losgeht, könnt ihr eure Charakter erstellen. Ausgesehen, Numm, Geschlecht und da will dann noch, wie er Form heischen soll. Und schon geht es los. Zu C4U kommt, geht ihr direkt von Bürgermeister begrüßt, den ich explosivartig erklärt, dass ihr die Hoffnung seht, für den Basar zu retten. Wie schon bei den Viergängern für Story of Seasons, kriegt ihr am Anfang erklärt, wie das Leben im Bauernhof funktioniert. Von Gemüsepflanzen bis hin sich um Tiere zu kümmern, und ihr könnt mit ihre gesammelte Ressourcen verdienen. Aber am Platz, dass ihr es einfach schon in einen Küche geholt, an den Dach, du nur, wo der Sohn an der Tasche kommt, wie auch immer. Ihr kümmert euch selber um den Verkauf von euren Waren. All Samstag stellt er Basar ihren Stand op, verkauft Waren und mit der Zeit könnt ihr den Stand vergrößern, ihr könnt ein bisschen aufpassen. Und währenddem dass er dann Waren verkauft, kriegt er dann auch mal Hölle von den Wichteln. Genau, weil die kleinen Rocker, die am Laufe vom Spiel kennenlernt, Hölle von ihr schwören sie können. Umstand, wenn sie charmante Bonus freischalten oder indem sie erst einzigartige Artikel gegen Happy Energy verkaufen. Das Happy Energy kriegst du beim Erledigen von alltäglichen Aufgaben. Wenn du hier eine Sache spannst, Wildblumen, Honig, Fisch oder andere Naturressourcen, Sachen, die du einfach so im Boden fand.
Sie benutzen das für ihren Level zu erhöhen. An einem wird die Qualität von den gesammelten Objekten auch erhöht. Das heißt, du kriegst nicht nur hinter der Necke happy Energie dabei, aber du kannst den ganzen Objekt hinter abpimpen. Aber das war noch nicht alles. Ein von den wichtigsten Elementen am Spiel sind Wandmühlen. Du brauchst Butter, Wandmühlen. Parfum, Wandmühlen. Gefühlt zu 70% von der Zeit sind Wandmühlen die Lösung. Aufhängig, wie stark die Wand bläst, ändert das die Produktionsdauer. So gesehen ist die Wand dein bester Kollege die ganzen Zeiten am Spiel. Weil, was mir schnell das Produktion geht, heißt Money, 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 money. Außerdem kannst du am Wand dich easy transportieren und sogar Plätze erreichen, die du im Normalfall nicht erreicht hast. Whee! Dafür brauchst du just die Leute auszupacken und ab geht die Post. Und wenn sich nur denkt, alles schön und gut, aber wäre das schon? Nee, absolut nicht. Da die einen guten und sozialen Bewohner seht, baut die Freundschaften mit den anderen Bewohnern ab. Eine riesige Verbesserung gegenüber von den Viergängern für mich ist, ihr braucht nicht mehr mit all einzelnen NPC ein Gespräch zu starten, wo dir den Dialog sowieso gibt. Ihr könnt einfach schießt Moin rufen und das geht schon durch. Ihr könnt auch Kado verschenken, was die Zuneigung noch mehr sehr verstärkt und bei verschiedenen Bewohnern können noch Events ausgelöst gehen. Das sind die sogenannten Herzeventer. Auf der Karte kriegt ihr angewiesen, wann sich so ein Event freigeschaltet wird und wo die muss hingehen. Dass du mir heißt, eine Zuneigung zu einem Herzbewohner aus, könnt ihr sogar einen Partner finden, ihr euch bestürten und eine Familie gründen. Fazit: Story of Season Grand Bazaar ist super gemütlich, es hat mir immens viel Spaß gemacht und ich fand, dass es sich auf viele Punkte verbessert wird. Natürlich sind auch noch die einen oder anderen Platten, wo es noch hat Tinten ein bisschen besser sind. Aber alles einmal perfekt für jeden, den auf der Sicht aus einem Leben gemütliches Spiel an nach Rot zu genießen. Endlich mal sind Dach auf der Küche. Ja, du siehst es. Einfach ein bisschen faul sein. Und mit den richtigen Videospielern aus dem umso besser. Genau. Ahoi, sie der! Schnell schon überall Gesicht. Was ist das hier? Wo der nicht zu schaffen? Zu brainstormen, vielleicht ein Skript hier zu bringen oder mal zu filmen. Und der nach Pyjama nun. A few moments later. Ahoi, sie der! Mir neuer Satz nicht so Julian. Nee. Oh mein Gott! Aber das steht da! Stimmt. Und dann möchte ich ihnen ein dreifaches Salto. Aber ich kann kein Salto machen. Weil der Aber dann machen wir ein muss. bisschen Ahnung. Ahoi, sie der! Den Dingen haben wir was eingebildet. Das Dinge? Ah, den Feuer. So. Schön. Das ist natürlich gemacht. Ja, ja. Das wird wegen mir viel Spaß. Ich bin momentan Batman. Ciao. Ich hab mich an einfach so gemalt.